Bettelte mat op sech, dass all Mënsch anscheinend mega gern iwwer Sex schwätzt, mir irgendzwei och net. Wei. Ja, wenn ich so viel lascht bei Dinge Freundinnen open iwwer Sex geschwätzt. Also, ich meine, bei mir ist halt ein bisschen anders, weil ich schwätze viel mehr aber die was Sex. Du meinst viel toll. Ja. Müsst du dann also merkst du, dass du mehr an Dingen im Privatleben dann mit Leuten drüber schwätzt oder wie? Du weinst. Ja, das schon. Also ich habe davon auf, wer Freundinnen ausziehen, aber ich schätze mal schon drüber. Also ich schätze nicht unbedingt über Praktiken oder so. Naja, das ist immer so allgemein und abstrakt. Ja. So, ja. Aber hängt wahrscheinlich auch vom Umgang von den Älteren, die man da auf, die ihn hat. Ich meine, das heißt auch immer, dass also zumindest bei mir Junkelleuten, man scheint immer dazu, dass viele Leute sich vielleicht nicht 100% sicher sind, was das ist. Und das ist auch angesiedelt als mega peinlich, wenn ich nicht weiß, was das ist. Aber wie soll denn das dann herausfinden? Mir dürfen sie mir, Ludo, weil mir wissen ganz genau, was das ist. Ganz genau. Und was das nicht ist. Und an der nächsten Halber Stand. Schwatze mir da drüber. Oh, das ist so romantisch, mir ist das fertig. Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Du hast ja gesagt, es hängt von der auf, wie die Eltern immer da umgehen. Wie sind die Eltern dann immer da umgegangen? Nicht. Nicht. Okay. Das war einfach kein Thema bei uns daheim, dass nie drüber geschwärzt gehen. Und auch, also zumindest nicht mit mir. Und dann irgendwann ein Jahr, wie ich so, ich weiß nicht, 10, 11 Jahre hatte, so sich mit meinen Eltern ein Jahr am Auto. Und dann hat meine Mama mich gefragt, einfach so aus dem Nichts raus, wie es mir damals geschenkt hat, ob ich weiß, was Sex ist. Und ich so, ja, einfach wie aus der Pistole geschossen. Und direkt danach habe ich aber gedacht, ich weiß, was das ist. Ich weiß, dass der Tisch, dass ein Mann und eine Frau bei ihnen am Bett liegen. Ich weiß just nicht, was sie dann in dem Moment machen. Man geht ja. Sie wissen wahrscheinlich schon nicht. Das war ein Anfang, ja. Bei meinen Eltern ist es durchgegangen, ja. Mit dem war das Gespräch am Anfang aufgehakt, ja. Das war mein Sextalk mit meinen Eltern. Sehr gut. Hast du ein mehr ausführliches Gespräch mit deinen Eltern? Ich meine nicht. Ich denke gesagt, Mom, kann ich ein Aufklärungsbuch kriegen? Und so sie, der Bruder hat den vorhin, das ist ein Chris. Und das war ein Gespräch, meine ich. Schmecken. Also das Buch? Kannst du auch sehen, dass ich verdrängt habe. Was lief gut, das Buch? Ja, schon gut, das Buch. Und hat da geholfen? Ja. Nicht wirklich. Ich meine noch nicht, dass es irgendwie... Ich weiß es nicht. Gibt es Bücher, die irgendwann erklären, wie das funktioniert? Die Praktiken erklären und so. Ja, so ja? Schon. Ah, okay, da kann ich nicht enttäuscht. Den, was ich mich erinnern kann, ist, dass ein Foto war von verschiedenen Formen von Brust. Das ist den, was ich noch weiß. Ah. Ja. Also vielleicht so Anatomie. Ganz ehrlich, kann ich mich nicht gut daran erinnern. Kann nicht mega interessant gewesen sein. Ja, das heißt, wie hast du im Endeffekt gelernt? Durch Learning by doing. Ja. Mit Zählen. Wie die mischt. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich draus von tun. Ich frage mich da wirklich, ob ich nicht vielleicht einfach so Heilsteck durchsteck gelehrt habe. Ich meine, bei mir war doch so. Ja. Ich war nur den genug Informationen zu summen, da sind sich so bon, ich weiß noch plus oder moins, was das ist. Ja. Mit Lehrer dann immer noch bei. Yes. So. Ja, das, also wie ich gerade eben schon angedeutet habe, das war aber die meisten Leute tendenziell in der Sex verstehen, dass es Penetration ist, genau. Penetration von der Vagina durch einen Penis. Wow. Und dass es sich dort beschränkt. Und dass all die anderen Formen keine richtige Sex sind. Nee. Aber auf jeden Fall, ja, genau. Also das ist auch das, was generell die Leute schauen antworten, wenn sie frisst oder Sex. Und sie gehen sich trauen, drüber zu schwätzen. Gehen sie wahrscheinlich so Ja, sie geben genauso formulieren. Weil sie so eloquent heutzutage. Nein, das ist echt eine Masturbation. Lausche doch eine Episode über Masturbation. Die können recht.
Nee. Oh, fuck, Okay, inappropriate. Kiewel, weißt du, wie das bei dir klingt? Das ist nicht bei mir. Das ist die männliche Variante. Ah, ja. Oh, Tassi, das ist noch so viel zu lernen. Du sagst gerade, generell, das ist das, was die Leute gehen so, aber als das dann nicht das, was für ist. Et ass eng Form vu Sex ja dat ass wer den kann machen et kann den awer auch ganz viel andere Sache machen wann den Logif tro Beruf breschen wat passéiert dem moment ass et eichter mengeneg onofhängig vun irgend enger Praktik dats een Lust huet op eng sexuell Aktivitéit mat enger anderer Person an die andere Person och Lust trop huet an en dann die sexuell Aktivitéit praktiziert. Ach, frack. Dat kann eng Massage sinn, dat kann sech Kusse sinn. Das heißt, muss nicht irgendwo raggestach gehen, für das das offiziell Sex ist. Tatsächlich nicht. Wow. Et kann ihn sich wieder den Nähe reiben, et kann ihn sich mit der Hand stimulieren, et kann ihn auch aufgesehen von einer Penispenetration. Mit einem Pfanger penetrieren zum Beispiel oder mit der Zunge Oder mit der Nuss. vaginal, anal, oral, das heißt, die können das dann recherchieren, was das Okay. Du schenkst verwirrt zu sehen an. Ja, das fängt die Moral schon gerade gedacht mit. Du hast dann aber immer Geschlechtsseele trotzdem mit. Also, weil Fanger an den Mundstierchen ist aber kein penetrativen, kein penetrativ das kann Variation auch für Sex. sexuell sein, das kann unternehmend sein. Okay. Von daher. Also, heile und. Also oft geht eben für allem, wenn es Sex zwischen einer Person mit einem Penis und einer Person mit einer Vagina geht, dann geht sozusagen Penetration als den eigentlichen Sexakt angesehen an all die anderen Sachen, wie Vierspiel oder wie es oft am englischsprachigen Raum heißt, Base One und nee, First Base, Second Base, oh, freck. Base One! Mit kann ich tatsächlich Sex und ohne dass irgendeine Penetration stattfindet. Das Okay. ist der spannende Punkt. Und es muss nicht zwischen einer Frau und einem Mann stattfinden, kann auch zwischen zwei Männern, zwischen zwei Frauen, zwischen Drei Männer. drei Männern, Zwei Männer, drei eine Frau. Männer und zwei Frauen. Drei Männer und eine Frau. Zwei Frauen, zwei Kanäle. Es können ganz viele Penisse und ganz viele Vaginen involviert sein. Und die müssen sich nicht penetrieren oder penetrieren. Mega cool. Okay, mit dem Grund für, dass so viele Leute meinen, dass es just penetrative Sex gesehen ist, weil das die einzige Form ist, wie ihn ohne Hölle von außen kann kriegen. Yep. Das heißt, das ist noch mega beschränkt auf Reproduktion. just Sex für, Ja. für Kanner zu Ja. kriegen. Ja. Und das ist aber wirklich nicht mehr wahr. Ja, weil ganz wenigen Sex, den stattfindet, ist tatsächlich dazu gedurcht, für ein Baby zu machen. Ja, aber wir wissen nicht, weil wir Hunde Leute gefroht. Ja, meistens geht es um Plaisir. Was war gerade die Motivation für die? Es fühlt sich einfach gut an. Oh. Wusstest du schon? Was? So. Delfine haben auch Sex just für Spaß. What? Also natürlich nicht immer, aber die können auch, das sind die einzigen Tiere, die aufgesehen von Menschen, die für Spaß Sex haben. Nice. Das ist cool, ja? Ja, sehen draus. High five, Dolphin. I can't high five, I ain't got no hands. So viel zu Delfine. So viel zu Delfine. Okay, das heißt, für Loras davon, was dann alles Sex sind. Also wenn ihr dich fragt, hast du gerade Sex, meint ihr wahrscheinlich die konservative Variante von der, also penetrativ, Penis, Vagina. Also, weißt du, was die meint von der Schritt? Wir haben gerade festgestellt, das ist nicht das Einzige, was Sex ist. Sex ist zwei oder mehr Leute, die Bock auf Sex haben, an sich gegenseitig oder selber stimulieren, sexuell stimulieren, also Genau. sexuell motiviert. Ja, sie können sich gegenseitig aufpacken, sie können sich auch selber aufpacken. Also sie können auch Sextoys benutzen oder andere Objekte. Nennen die das alles Sextoys im Moment? Alles war den Altoy? Ein Cornichon? Ein Cornichon, genau. Also oder ein Mut. Ja. Voilà. Oder ein Apfelkuch. Oder nur von einer Patsy? Bon, okay. Das Ne? ist ein bisschen viel Information über dich. Steht da einem seins. Oh. Und ja, es gibt keine Limiten. Alles hat Spaß möchte. Ne? Ja, okay. Aber es kann wehdet, außer es will, dass es wehdet. Das heißt, wenn zwei Leute mit denen telefonieren und sie sind nicht bei denen am Zimmer und
So ein Telefonsex. Sondern hast du Sex? Ja. Krass. Cybersex, Telefonsex. Das ist ja eine Handlung, die dazu intendiert, dass sich selber an dem anderen Lust zu machen. Sehr gut. Ah ja, und was noch mega wichtig ist dabei, ist, dass sie alle beide einverstanden sind. Das ist ein mega wichtiger Punkt, wie das jetzt sagst, das, weil andernfalls als eine Verquatschung. Oder sonst irgendeinen sexuellen Übergriff, genau. Ja. Also nicht mal einer stracker Person Sex initiieren. Nee, Das feiert zu nichts Gutem. Das ist viel gefährlich. das ist so viel gefährlich. Ja, Sex kann auch gefährlich sein, Leute. Bam, 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 bam. Also ich meine, wenn die Leute, die an der Schule über Sex gelehrt haben, etwas wissen, also das kann gefährlich sein. Ja. Mir wissen was, kann auch Spaß machen. Oh mein Gott. Größten Teil von der Zeit, ja. Und wenn der Penghut beim Sex, das ist kein gutes Zeichen. Also das ist nicht... Nee. Das gehört nicht einfach Das dazu, gehört nicht so. auch nicht bei Personen, die eine Vagina haben. Wenn der Penghut macht los sich Zeit, macht vielleicht andere Sachen, die sich besser auffallen. Es gibt nicht verschiedene Sachen, die muss gemacht haben. Schwarz Auch wenn ich das Gefühl hat, dass all die anderen das machen. Lauscht das auf ihre Körper. Ich habe eine Freundin, war dann ein Typ mit ihm brüstet und sie sind rumgegangen und seine Mama hat ihnen nur gerufen, aber nicht an den Hörner, weil das tut weh. Ja, darüber können wir dann in einer anderen Folge schwätzen, weil auch das muss nicht weh tun. Nee. Den aber weh am Herz von der Mama, das hat noch. Ja, und der Mom wahrscheinlich am Herz weh, wenn sie weiß, dass sie das Content möchte. Anscheinend nicht. Okay, mit Kommunikation mega wichtiger Punkt, Ja. wenn nicht schwarz sein. Ja. Okay, wenn das zu viel peinlich ist, für mit deinem Partner darüber zu schwatzen, dann ist das vielleicht ein ganz gut Zeichen, dass es zu frei ist, für mit der Person überhaupt Sex zu haben. Ja, und das nicht die nötige Vertrauensbasis auch vielleicht da Yes. ist. Aber ja, insgesamt, viele Leute verstehen einfach unterschiedliche Sachen. Innerhalb dem Konzept von Sex, das heißt, das ist wirklich wichtig für eher an einer sexuellen Aktivität sich lanciert mit einer Person ein bisschen aufgeklärt zu haben, weil so die jeweiligen Erwartungen sind und wo auch die jeweiligen Limiten sind. Yes. Das ist auch okay, immer Freunde zu haben. Ja, wir haben da auch. Das Halt nie ab. Dann weiß alles. Was ist das? Aber Was ist das schon bei? bei den meisten Leuten ist das nicht so. Und, Ich weiß noch nicht alles. Kelly weiß alles. und immer schalten wir bei Kelly. Bon, ich weiß auch nicht alles, aber ich probiere trotzdem, paar Antworten auf eure Fragen zu finden. Das gibt eine Antwort an unserer Rubrik «Ist das normal?». Eine von vielen flotten Rubriken, die ihr könnt lauschen, wenn ihr regelmäßig diesen Podcast lauscht. Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal? Ist es normal, kein oder wenig Sex zu wollen? Ja. Wie viel Lust man auf Sex haben, ist von Person zu Person unterschiedlich. Oft habe ich nochmal phasenweise mehr, phasenweise weniger Lust. Sex positiv zu sehen, heißt nicht, dass ich muss viel Sex haben. Mir dass ich kann entscheiden, ob nie, mit wem, und wie viel Sex ich gerade will haben. Heinst du, habe ich keine Lust auf Sex mit einer anderen Person und masturbiert lieber. Oder es kann auch sein, dass ihr generell nicht viel oder keine Lust auf Sex hat. Auch da das normal. Du gibt den Überbegriff Asexualität, die verschiedene Leute für sich benutzen. Was nicht heißt, dass wenn ihr wenig keine Lust auf Sex hat, der Label asexuell auch für ihr passt. Und das heißt auch nicht, dass ihr keine Lust auf Intimität, Körperkontakt oder romantische Beziehungen hat. Aber genauso ist es normal, regelmäßig oder mehr oft Lust auf Sex zu haben. Ist es normal, mit Kanner über Sex zu schwätzen? Ja. Wenn ihr unabgeregt und altersgerecht mit Kanner über Sex schwätzt, kann das den Kanner später immens helfen. Und das ist ein wichtiger Faktor an der Gewaltprävention. Was Leute oft missverstehen, ist, dass sie nicht von Sex schwätzt. Das heißt nicht von seiner eigenen Praxis oder der Kanner ihrer Sexualität, aber über Sex. Das heißt, es schwätzt sie über, was heißt Sex, was kann Sex sein, was sind Grenzen, und vor allem, wie schwätzen ich über Sexualität, Körper, Gefühle, Intimität, an. Man kann über Sex schwätzen, heißt auf jeden Fall, all froh verdenkt eine altersgerechte Antwort. Wenn einem eng froh oder ein Thema zum Beispiel zu intim ist, wie man kann darüber zu schwätzen, kann ihn da doch genauso so. So kann er lernen, was Intimität heißt, und wie Grenze formuliert. Mir jetzt soll kann nicht aufhören mit, du bist noch zu klein,
das kannst du nicht verstehen oder darüber schwätzt du nicht. Also es normal zu masturbieren, wenn ihr an einer Beziehung ist? Ja, nur weil ihr Sex mit anderen Leuten hört, heißt das nicht, dass ihr keinen Sex will mit sich selber haben. Also es normal, ein Fetisch zu haben oder auf BDSM zu stehen? Ja, mir abgepasst. Ein Fetisch hat nicht oder nicht unbedingt etwas mit BDSM zu tun. Wenn ihr einen Fetisch habt, ist das etwas, was ihr meistens braucht, für können erreicht zu sein, und ohne das ihr nicht so viel Lust kann verspüren oder keinen Orgasmus kann haben. Das bezieht sich oft auf ein Objekt oder eine Praxis, die nicht unbedingt muss sexuell sein, wie zum Beispiel ein Fußfetisch oder ein Lederfetisch. BDSM kann natürlich ein Fetisch sein, aber für die meisten Leute an der BDSM-Community als dein Vier lebt. Eng oder mehr sexuelle Handlungen, die sie gern haben und gern ausprobieren. Aber was heißt da BDSM? BDSM steht mit seinen Anfangsbuchstaben für ganz viele unterschiedliche Sachen, die nicht unbedingt auch immer etwas mit denen zu tun haben. Der B und den D steht für Bondage und Discipline, also Fesseln und Disziplinieren. Den D zusammen mit dem S steht für Dominance und Submission, also den E-Part, den dominant ist und den anderen, den unterwürfig ist. Und den SM ganz hinten bei BDSM steht für Sadismus und Masochismus, also wenn ihr gerne Peng spielt oder einem gerne Peng geht. Hei hu Leute ganz unterschiedliche Sachen gern. Wichtig ist es zu wissen, in der Realität ist das viel mit Vertrauen, Verständnis und Kommunikation verbunden. Ganz nur 4 Sätze: safe, sane and consensual. Es sieht also nicht so aus wie bei 50 Shades of Grey. Mehr zu BDSM und einer anderen Folge von Mayway Sex Radio Ara. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt euch auf sex@ara.lu. Er Frohe gi natürlich beantwortet, ohne dass wir ihn nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr fandt Mayway Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.